Ja, der Song wurde mir quasi aus den Händen gerissen, als ich ihn vorgestellt habe. Das ist schon einige Jahre her. Und dann mit einem völlig anderen Text von den Höhner Kollegen produziert worden, beziehungsweise ja, angegangen worden. Und da ging es um jemanden, der im Bundestag sitzt. Und eigentlich war es bei mir eine Liebesgeschichte. Das Album Wartesaal und auch das Live-Konzert habe ich ja damals als kleiner Deppke mit 7 Jahren gesehen und deswegen kannte ich den Song nur in der Höhner-Form. Als ich noch nicht in der Band war, habe ich gern mal für meinen Vater für die Soloprojekte ein paar Videos gedreht und daher kenne ich zum Beispiel auch noch den Song Vielleicht magst du mich doch. Habe ich dann ein paar Stunden Heimarbeit immer wieder gehört beim Videoschneiden, deswegen ist der auch ganz gut noch eingebrannt und ist ein sehr schöner Song. Der Hans Hüper hat mir damals ja nicht geschenkt, ich glaube, ich habe die ihm abgekauft für irgendwie ein paar Mark. Das war so eine Mandoline, die eigentlich aussah wie so eine zu klein geratene oder eingelaufene Dobro. Und da war ich sehr stolz drauf und habe die dann blöderweise mit zu einem Auftritt genommen. Und dann ist einer unserer Roadies da leider mit voller Kraft mit dem Fuß aus Versehen, muss ich zu seiner Ehrenrettung sagen, reingetreten, aber die war so kaputt. Das war wirklich der erste Auftritt, zu dem ich die mitgenommen hatte und kaputt wurde und nicht mehr zu gebrauchen. Und auf dem Demo zu diesem Song war die aber noch zu hören. Ich fand das immer schade, dass das Lied mit einem völlig anderen Text veröffentlicht worden ist und habe mich jetzt mit den Ex-Kollegen geeinigt, dass wir meine eigentliche Originalversion, sage ich jetzt mal, dass wir die auf unserer CD veröffentlichen können. Und hier ist sie. Aber vielleicht magst du mich doch, vielleicht magst du mich doch.